Es war einmal ein Land, das im Dunkeln gelegen ist. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, ist eine karge und öde Finsternis über dieser Welt gelegen. Die Dunkelheit ist ein fieser Begleiter. Egal wie einzigartig und vielfältig die Welt auch sein mag, die kühlen Schatten von der Finsternis rauben ihr alle Schönheit. So sind sich die Einwohner von dem Land gewöhnt gewesen, in Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit zu leben. Auf den ersten Blick hat man es ihnen selten angesehen. Aber immer wieder hat sich eine Last über Menge einem ausbreitet und hat die Leere von ihren Herzen sie schonungslos umhergetrieben. Dunkelheit, so weit es auch sehen kann? Nein, nicht alles ist in der Finsternis gelegen. Es hat hier eine Stadt auf einem Berg gegeben und ihr Licht hat Tag und Nacht geleuchtet. Die Stadt auf dem Berg war voll von Menschen, die das Licht in sich getragen haben und in all ihrer Unterschiedlichkeit in 1000 glitzerige Farben gestrahlt haben. Das göttliche Licht ist so stark, dass es alle Dunkelheit im Leben der Menschen verdrängen, Fehler wieder gut machen und Verletzungen heilen kann. Es gibt den Menschen tagtäglich Wärme, Geborgenheit, Sicherheit und Orientierung. Weil das göttliche Licht das Beste ist, was den Menschen je passiert ist, sind sie nicht müde geworden, es überall dort anzutragen, wo noch Finsternis geherrscht hat. Und mit jedem Mensch, der von dem Licht verändert worden ist, hat die Stadt noch ein bisschen heller gestrahlt. Es war eine spezielle Zeit. In dieser Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war nach Jerusalem, an dem Ort, wo der Höhepunkt von seinem Wirken wird stattfinden. Es war nervös, es war komisch. Ich meine, die Jünger haben es irgendwie gespürt und Jesus hat es noch gesagt. Jesus hat ihnen gesagt, zum 3. Mal, so steht es in der Bibel, dass er wird demütigt werden, dass er angespäht, verspottet wird werden und schlussendlich umgebracht wird werden. Er hat noch gesagt, dass er wieder auferstehen wird. Und kurz nachdem, dass Jesus den Jüngern das gesagt hat, was er jetzt in der nächsten Zeit wird erleiden, welche Demütigung das er über sich muss ergehen, ist es nochmal knister geworden bei den Jüngern. Sie sind unsicher geworden. Und 2 Jünger haben sich erfrecht, Jesus eine Frage zu stellen, die sie offenbar beschäftigt hat. Die Jakobus und die Johannes, 2 Brüder, kommen zu Jesus und fragen ihn, ob sie ihn eine Frage stellen dürfen, ob er ihnen eine Bitte erfüllen würde. Was wollt ihr? Fragt Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie antworten ihm, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an der einen rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Was für eine blöde Frage. In dem Moment, wo Jesus gerade erklärt hat, dass er jetzt gleich wird sterben, nicht nur sterben, sondern vorher noch wirklich demütigt werden. Und die 2 Jünger, die 2 Brüder, scheint das Family-Business zu sein, haben nichts Besseres zu tun, als sich darum zu kümmern, wer recht in Herrlichkeit, wenn er sein Reich aufbaut, auf rechts und links in dieser super Position sein. Das ist auch herrlich menschlich, aber es ist gleich eine blöde Frage. Jesus wird nicht hässig, sondern er fragt, ja, könntet ihr das Gleiche durchmachen wie ich? Seid ihr fähig, das Gleiche zu tragen, wie ich trage? Und die Antwort kommt da, ja, natürlich. Und Jesus streitet es nicht mehr ab. Und wir wissen hinterher, es ist schon klar gewesen, dass die Jünger das tatsächlich durchmachen werden, die werden auch sterben. Aber das haben sie doch nicht gewusst. Und sie waren so ein bisschen leichtsinnig, so ein bisschen, ja klar, also wir haben uns den Platz verdient, mit anderen Worten. Jesus sagt, dass es nicht seine Sache ist, ob sie werden rechts und links hocken. Jesus sagt, dass es schlussendlich nur Gott weiss. Und die Jünger haben auch nicht die Antwort bekommen, wo sie das Gefühl hatten, dass es gibt. Es ist ein Müsterli von Menschlichkeit. Ein Müsterli von, wie wir Menschen halt so ticken. Und auch ein Müsterli ist, wie die anderen 10 reagiert haben. Sie sind nämlich hässig geworden. Sie haben mitgehört und haben gefunden, was läuft eigentlich mit diesen 2? Und ehrlich gesagt, ich verstehe sie noch.
Und in dieser Runde, wo sie unterwegs waren, hat Jesus immer wieder Stopp gemacht und da hat er wieder gestoppt und gesagt, okay, wir müssen schnell etwas klären, Jungs. Es gibt da ein paar Sachen, die ihr offenbar immer noch falsch versteht, obwohl ihr schon ewig mit mir unterwegs seid. Und er gibt ihnen eine Lektion zum Thema Gemeinschaft, wie es eben funktioniert. In dieser Gemeinschaft von den Menschen, die sich Jesus angehängt hat. In Markus 10 kann man das nachlesen und es steht dort, Jesus sagt ihnen, ihr wisst, dass die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, also ich, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus klopft mal schnell auf den Tisch und sagt, schaut Freunde, da auf dieser Welt ist es so, dass die Leute den ersten Platz anstreben. Aber hier mit mir, in meinem Reich, dort wo meine Gesetzesmäßigkeiten gelten, ist es anders. Und es ist, als würde so ein Podest zeichnen vor dem inneren Auge und sagen, schaut, ihr könnt schon probieren, auf das Podest aufzustehen. Und sehr wie in Ehre, er hat sich wirklich Mühe gegeben, aber das Podest verhebt nicht. Ich hoffe, er geht da nicht runter. Und Jesus zerstört es. Und es bleibt nichts übrig als ein Haufen Karton. Das ist seine Aussage. Und ich möchte das Podest hier so stehen lassen, weil Jesus macht genau das. Er nimmt die Forderungen, die Wünsche von diesen Jüngern und sagt, schaut, das taugt alles nicht. Bei mir ist es anders. Bei mir geht es nicht ums Podest. Ein Sieg in meinem Reich ist nie zulasten von anderen Menschen, geschweige denn von Mitstreitern. Kein Podest. Niemand ist Verlierer. Ein Sieg in meinem Reich ist zugunsten der Gemeinschaft. Jesus dreht es um. Jesus vernichtet den Wunsch nach dem ersten Platz oder dem zweiten Platz nach Jesus, so demütig sie waren. Immerhin. Aber er sagt, schau, es funktioniert hier nicht so. Ein weiteres Beispiel, wie Jesus einfach Gesetzmäßigkeiten 180 Grad umdreht und uns zeigt, wie es funktioniert. Das ist der Unterschied warum zu einem Sportverein, oder? Im Sportverein ist eine coole Sache, aber da geht es immer ums Gewinnen auf Kosten von anderen. Und darum werden wir heute auch keine Sportmetapher hören, obwohl es heute sich wirklich anbieten würde. Der Sieg ist immer zugunsten von allen. Und das ist auf dem Fußballfeld einfach schwierig, oder? Das nimmt ein bisschen die Spannung. Die Jünger waren nicht enorm reif in diesem Moment. Und sie haben einen Wunsch gehegt, den wir vielleicht kennen. Wir wollen ja auch irgendwie speziell sein. Wir wollen ja irgendwie auch, oder ihr kennt das vielleicht, tief in uns drin. Es gibt ja auch die Geschichte von Adam und Eva, die kennen die, wo dort hat das wie angefangen, dass der Mensch etwas Besseres hätte wollen sein. Ein bisschen mehr das, ein bisschen mehr dieses, ein bisschen spezieller. Und diesen Wunsch kennen wir ja. Und die Jünger haben Gas gegeben und die armen Kälber haben aufs Dach bekommen. Und wir müssen da ein bisschen aufpassen. Die Jünger sind nicht kritisiert worden wegen ihrem Einsatz, sondern die Jünger sind kritisiert worden wegen ihrer Erwartung, wegen ihrem Ziel. Sie waren leidenschaftlich dabei gewesen, und das hat Jesus geschätzt. Und so ist er mitten unterwegs, sonst hätte er sie nicht mit sich mitziehen lassen. Aber das Ziel war nicht der Podestplatz gewesen. Was ist das Ziel? Es ist die Gemeinschaft. Was korrigiert denn Jesus, wenn es nicht mein persönliches Erfolgserlebnis ist? Der Paulus erklärt uns, für was wir unsere Energie verwenden dürfen in so einer Gemeinschaft, die wir heute Kirche nennen. Und das ist ein grossartiger Text aus dem Epheser 4 und er macht eine ganze Geschichte, wie das zustande kommt und wie das gedacht ist. Und wir starten gerade beim ersten Vers, ihr dürft mitlesen, wo der Paulus den Kirchen Ephesus und anderen schreibt, wie er sich das vorstellt. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und auch genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde.
als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Wir müssen es nicht alles auswendig lernen. Es ist die Basis von dieser Gemeinschaft. Wir glauben an einen Gott, der uns gerufen hat. Und das macht uns zu einer Gemeinschaft, wo wir können sagen, wir sind eine Einheit. Nicht, dass wir alle gleich sind, das sieht man recht schnell, sondern dass wir an gleich Gott glauben. Wie es hier so schön, die gleiche Taufe, die gleiche Hoffnung, der gleiche Glaube, das macht uns eins. Gott schenkt die Einheit, durch den Glauben gehören wir zusammen. Und Gott lebt in uns und er wirkt durch uns. Und man könnte sagen, es ist sichtbar durch die Gaben, die da in diesem Raum alle zusammenkommen. Natürlich auch weiter herum, die er uns schenkt. Als Gnadengabe, wie er es so schön sagt. Er müsste uns das nicht schenken, aber er schenkt es uns. Der Paulus erklärt so die Gemeinschaft und dann macht er einen Schritt zurück und er redet nicht von den einzelnen Leuten, sondern er redet von dieser ganzen Gemeinschaft. Und er redet auch dort von einem Geschenk. Er sagt, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat, also Jesus natürlich. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Also jetzt redet er nicht mehr über dich als einzelne Person, sondern über uns als ganze Gemeinde. Er hat uns die verschiedenen Gaben geschenkt, in Form von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das ist uns geschenkt worden, in die Mitte von unserer Kirche. Und ich möchte hier nicht mega lang stehen bleiben, es geht nämlich um einen nächsten Punkt. Aber wir müssen merken, hey, da hinten Menschen, die sind verschieden begabt und das braucht es in dieser Gesamtheit. Apostel, Propheten, manchmal denken wir da von den Pastoren oder den Gemeindeleiter global oder da in GVC Winterthur. Ich glaube, es ist breiter gefasst. Ich glaube, es gibt auch nicht der Prophet und der Evangelist. Aber es sind so die Gaben, die Gott in eine Kirche hineinschenkt, wo verteilt ist, wo gleichmäßig so ungefähr verteilt ist und die wir brauchen sollen, wo uns als Kirche ausrüstet, wo uns als Gemeinschaft ausrüstet. Und da kann man viel lesen über die Gaben, über die vorher gekommen sind. Aber etwas ist mir heute eigentlich vor allem wichtig. Nicht, dass wir schnallen, welche Gabe für wen ist und wie die ganz genau funktionieren. Der springende Punkt heute ist, warum haben wir Gaben geschenkt bekommen? Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Er bringt nachher weiter noch das Bild von Kirche, von Gemeinde als Lieb, als menschliche Lieb, wo alles zusammenspielt. Und jetzt sind wir beim Punkt. Sein Licht soll scheinen unter uns. Die Gaben, die er uns schenkt, haben einen Zweck, dass wir wachsen dürfen, dass wir das Licht unter uns scheinen lassen. Letzte Woche haben wir darüber geredet, dass es rausscheinen soll. Und wenn etwas sicher ist, dann ist dass Gott uns genug gibt. Es reicht für raus und es reicht für rein. Und ihnen ist wichtig, weil wir als Gemeinschaft einen Auftrag haben. Also das Licht soll in unserer Mitte leuchten und das ist der Aufruf von diesen paar Versen, wo ich glaube, wir als Gemeinschaft haben diesen Auftrag, unsere Gaben einzusetzen, dass wir zusammen wachsen können, zusammen reifer werden können, dass wir das Licht zusammen tragen können, uns gegenseitig anscheinen können. Und immer mehr zu dem heranwachsen, was sich Gott überlegt hat, was sich Gott wünscht, was Gott freut. Das ist ein heiliger Auftrag. Das ist nicht einfach ein bisschen Spass haben. Ich bin über etwas gestolpert. Der Paulus provoziert ein bisschen in diesem Vers. Er sagt, ich muss es schnell suchen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Er schießt ein bisschen oben drüber. He? Also die Reife soll am Maßstab von Jesus genügen. Das ist das Ziel. Und mir hat das provoziert, nämlich überlegt, ja, der Weg zum Ziel ist in diesem Fall
einfach immer weiter reifen. Niemand von uns wird das wahrscheinlich zu Lebzeiten erreichen, das Ziel. Trotzdem ist es das Ziel. Und alle von uns dürfen in die Richtung unterwegs sein. Das bedeutet, alle von uns sind reifende Menschen. Und mir gefällt das. Du und ich, wir sind reifende, nicht reife oder unreife, sondern reifende. Und mir gefällt das, die Kategorisierung löst sich wie auf. Es ist nicht mehr gut und schlecht oder schwach und stark, reif und unreif, sondern es ist reifend. Wir sind eine Gemeinschaft von reifenden Menschen mit einem Ziel, das für uns schwierig oder nicht erreichbar ist, aber zusammen sind wir unterwegs. Und wer mit uns mit möchte kommen, ist eingeladen, mit uns mitzureifen. Das ist die Bewegung, wo wir unterwegs sind drin. Wir sind eine reifende Kirche. Nicht eine Reife, sonst wären wir angekommen, aber auch nicht eine Unreife. Wenn ich hier in die Runde schaue und mir vorstelle, wer daheim vor dem Screen hockt oder in den verschiedenen Locations, dann sehe ich alle möglichen Menschen, quer durch die Generation, oder Generation X, Y und Z, Baby Boomers, Traditionals und weiter runter, ich weiss nicht, ob es noch geht, aber was da noch alles kommt, bin ich auch gespannt. Generationen mit verschiedenen Prägungen, Bedürfnissen, Gaben, Weltanschauungen, Gottesbilder, Menschenbilder. Da gibt es niemanden, der gleich ist. Ganz schwierig von den Prägungen, die wir mitnehmen, oder? Aus unserem Umfeld. Und trotzdem schaffen wir es, da irgendwie in einer Form eine Einheit zu sein. Ich glaube, das ist, weil wir Menschen sind, die grundsätzlich reifend sind, die grundsätzlich den Wunsch haben, immer wieder zu reifen. Und ich glaube ganz fest, dass wir hier auf einem Erbe sitzen, wie man es so schön sagt. Von Menschen, die vor uns waren. Wir haben es vorher gehört im Clip. Da sind wir nicht die Ersten, die das probieren. Und wir dürfen heute erben, wir dürfen heute zurückschauen auf eine Geschichte von Menschen, die immer wieder gesagt haben, mir ist nicht das Podest wichtig, sondern mir ist die Gemeinschaft wichtig. Und immer wieder gesagt haben, ich bin reifend und nicht reif. Und ihr wisst, dass nach reif kommt. Der Schnaps. An uns ist das Erbe weiterzutragen. Das Erbe irgendwie zu bewahren, aber dann wird es untergehen. Bewahren ist nie eine gute Strategie, sondern zu nehmen und weiterzuführen. Das ist der Ruf an dich und an mich. Und es ist etwas, was ich mir gesagt habe, da möchte ich Teil davon sein. Ich möchte meine Gaben, das, was mir Gott geschenkt hat, ob ich das manchmal als mega üppig oder einfach so ein bisschen, ja, hast nicht deine grosse Phase gehabt, oder? Denken, egal wo, ich möchte dazu beitragen, dass das Erbe kann weitergetragen werden kann. Ich möchte ein reifender Mensch bleiben. Und ich lade dich ein. Heute geht es um Gemeinschaft. Wenn ich das allein mache, dann funktioniert das nicht im geringsten. Wir brauchen einander. Wir brauchen gegenseitig einander. Reifende Menschen. Und das sind manchmal die, die auf dem Stadium reifend sind, die mich inspirieren, und manchmal die in dem Stadium, wenn ich irgendwo dazwischen bin. Reifend, zusammen vorwärts gehen. Ich habe so vieles allein, oder? Gott hat mir wirklich ein paar Gaben geschenkt und vieles geht allein. Das bringt mir irgendwie her, das kennt ihr vielleicht. Wenn man nicht alles selber macht, dann, oder? Der Punkt ist, irgendwann fehlt mir Zeit, weil alles kann ich gleich nicht selber machen. Und dann gibt es so vieles, was ich nicht kann. Oder nur ganz einfach so rudimentär, oder? Und dann bringt mir die ganze Zeit auf dieser Welt nichts, weil ich es nicht herbekomme. Und am Schluss lande ich dort, dass ich uns brauche. Dass wir einander brauchen. Als Reifende gegenüber in dieser Gemeinschaft von Gläubigen. Ich darf mir dort hineingeben, jeder mit seinen Möglichkeiten, und ich darf von empfangen. Ich darf beschenkt sein von Gaben, die ihr habt und mit hineinbringt. Reifend bleiben. Ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man eine Geschichte hat. Ich bin so Mitte 30er. Das fällt mir noch recht dringend, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich stellt sich in 10 Jahren heraus, dass ich mit Taschen habe. So läuft es so mit der Geschichte, oder? Die Jünger am Anfang von dieser Geschichte, die ich erzählt habe, wo sie Jesus die Frage gestellt hat, die waren nicht mega reif in diesem Moment. Und es ist so nicht so, dass sie reifend gewirkt haben, sondern sie haben einfach gedacht, jetzt gönne ich mir noch etwas, weil Jesus ist ja gleich weg, ich probiere jetzt, den besten Platz zu ergattern.
Und was dann passiert ist spannend. Eben Jesus hat nicht einfach reingehauen und das alles flach gemacht, sondern Jesus hat irgendwie anerkannt, dass sie diesen Wunsch haben, dass sie das spüren und hat ihnen erklärt, wie es funktioniert. Jesus hat interveniert. Er hat gestoppt und gesagt, Jünger, kommt mal zu mir, ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Er hat ihre Motive hingefragt oder festgestellt, dass sie nichts taugen. Und was ist dann passiert? Sie sind weitergegangen. Sie haben sich wieder auf den Weg gemacht. Es war geklärt, sie sind weitergegangen. Und ich glaube, wenn wir reifend bleiben wollen, dann ist es an uns, als Kirche, aber auch als Einzelperson, immer wieder zu intervenieren und zu sagen, stopp mal schnell, ich überprüfe meine Motive. Geht es mir ums Podest, um mich? Und das kann ganz subtil sein. Das muss nicht immer, ja, weißt, die grossen Sprüche sein. Das kann ganz leislich sein, ganz demütig daherkommen. Geht es mir um das? Oder geht es mir darum, dass die Gemeinschaft wachsen kann? Und das, glaube ich, ist die wichtige Frage, die wir uns stellen dürfen, wenn wir Teil dieser Gemeinschaft sind. Und verstehen wir uns richtig, ohne Verurteilung. Jesus hat es den Jüngern erklärt. Und sie haben sich, glaube ich, selber ein bisschen an den Ring gelenkt nachher. Und dann sind sie weitergegangen. Um zu merken, dass in dieser Zeit, wo Jesus es so dringend gebraucht hat, sie doch wieder versagt haben. Und sie Jesus doch wieder genommen hat. Schauen, wir sind unterwegs. Lasst uns so barmherzig sein gegenseitig. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern vielleicht zuerst mal zu uns schauen. Und ich habe mir das so ein bisschen überlegt und dachte, jetzt aus der Geschichte der Jünger heraus gibt es für mich so drei Situationen, die ich auch von mir aus kenne, wo ich mir überlege, ja, wie steht es mit meinem Motiv? Bin ich der Gemeinschaft am Dienen oder bin ich so ein Podeststürmer oder eben Podeststürmerin? Oder ich kenne meine Gaben. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was Gott mir geschenkt hat und ich weiß, wie ich hier polieren kann. Ich werde immer besser, ich suche alles auf, was es zu diesem Thema irgendwie gibt und ich erkläre auch an, wie das funktioniert. Ja, wenn du es ja nicht weißt, dann musst du es ja irgendwie wissen, oder? Und ich gehe um und erkläre die neuesten Theologien, die neuesten Erkenntnisse in dem, in diesem, in jenem. Vielleicht glänze ich einfach sonst mit meinen Begabungen. Vielleicht kann ich speziell gut Gott anbeten oder was auch immer. Alles für den Herr. Amen. Alles für den Herr. Es ist manchmal so schnell gesagt und ganz sicher, man muss es ja sagen. In unserem Kontext kommt es einfach sonst nicht so gut an. Bei mir persönlich merke ich, ich bin dort herausgefordert. Meine Motive, warum ich etwas so mache, wie ich es mache, muss ich hinterfragen. Ich muss intervenieren und mir überlegen, ist es wirklich für den Herr? Oder gönne ich mir dabei auch noch ein bisschen, oder? Noch ein bisschen ansehen? Bei mir war das stark in dieser Phase, in der ich Teachers geleitet habe, wo ich viel predigt habe. Und immer vor dem Predigen hatte ich so ein Ritual. Bin ich in den Park spazieren, Freitagnachmittag, sowieso ein bisschen später aufgestanden, eher ein bisschen chillt am Freitagabend vor der T-Church und so ein bisschen Predigt, ich habe eingemündet mit der Predigtvorbereitung nochmals durch den Kopf gehen und dann ist natürlich das Gebet wichtig. Und ich bin dann mit Gott so unterwegs gewesen, am Laufen und hat der Gott so gesagt, so die ganzen Sprüche, die wir kennen, ja, braucht er die Predigt und schenkt er, dass Teenies dürfen berührt sein und ja, wenn nur einer sich heute bewegen lässt, dann ist es schon ein Erfolg gewesen. Und irgendwann, wenn ich mir so selber zugelassen habe, habe ich gemerkt, ja eigentlich, okay, wenn ich ehrlich bin, Gott, ich bin allein mit ihm, dann wäre ich vielleicht nicht so ehrlich geworden, sonst. Eigentlich wollte ich einfach eine coole Predigt abliefern. Eigentlich wollte ich, natürlich wünsche ich mir, dass alle berührt werden. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass es die Predigt vom Jahrhundert wird, die letzte nötige Predigt, wo nachher alles klar ist. Das wäre auch heute cool, ehrlich gesagt. Und ich habe angefangen, die Stimme war recht leise, weil man die ja unterdrücken kann, das einfach Gott herzulegen. Nicht ganz in diesen extremen Ausmaß, aber ich habe gesagt, Gott, du weißt, was meine Motive sind. Ich möchte gerne gut dastehen. Ich möchte gerne, dass es etwas bewegt, wo ich nachher so ein bisschen der demütige Held im Ganzen sein kann. Und ich habe angefangen, ihm das echt von den Füßen zu knallen und gesagt, schau, du weißt, was ich will. Und jetzt mach du, was du willst. Und es ist nicht so schnell gegangen, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, die Stimmen werden kleiner. Und Gott hat mich in diesen Gesprächen immer auf eine gute Art bewegt. Es war nicht verurteilend, es war nicht böse. Ich habe nicht einfach alles falsch gemacht. Er hat den gleichen brauchen, was ich gemacht habe. Und er hat es jetzt zum Teil auch. Es war nicht schlechtes Gewissen, sondern ein ehrliches Wort mit Gott über meine Motive
der gut da hat, der mir geholfen hat, in diesem Bereich das abzulegen. Dass ich nicht in die Predigt hinein bin als Gipfelstürmer, hauptsächlich der erste Platz, sondern halt dürfen reingehen und sagen, es gibt kein Podest heute Abend. Vielleicht ist es eine Frage, die du dir stellen musst. Vielleicht bist du mit Vollgas unterwegs und das Podest interessiert dich nicht, dann gratuliere ich von Herzen. Und vielleicht liebäuglich gleich zwischendurch, dann glaube ich, darfst du es von Gott bringen. Vielleicht bist du aber auch der ewig Letzte. Die gibt es auch. Die es einfach nie schaffen, oder? Da gibt es Menschen rundherum, die brillieren mit ihren Gaben, die sind so reich beschenkt, da hat Gott einfach einen grossen Kübel darüber ausgelehrt. Weisheit, Mut, Kreativität, Wissen. Und dann hören die Gottes Stimme, als würden da neben dran stehen und ihnen direkt ins Ohr flüstern. Oder schreien, wenn es muss sein. Die sind so gut. Und ich muss ihnen von Herzen gönnen. Oder so wie die anderen 10 Jünger Disney. Und man hört das so, und auch da, man weiss, dass man das sagen muss. Man macht es so. Und gleich bleibt etwas zurück. Vielleicht etwas Bitteres, vielleicht ein bisschen Eifersucht. Vielleicht habe ich das Gefühl, Gott hat mich irgendwie nicht so richtig gesehen. Vielleicht sind meine Gaben nicht gleich gut. Und ich habe auch die Momente, wo ich merke, ja, das, was ich jetzt zu geben habe, das taugt irgendwie nicht halb so viel, wie das, was gerade alle anderen gegeben haben. Es ist genauso fehl am Platz. Es ist genauso fehl am Platz, wenn ich meine Gaben überbetone und fürs Podest gehe, ist es genauso fehl am Platz, wenn ich meine Gaben für mich behalte und nicht bringe. Das ist ein Geschenk von Gott. Und das ist zum Einsetzen da. Aber es ist manchmal nicht so einfach. Woher nehme ich den Mut? Und ich probiere mich in diesem Moment, und das ist nicht ein Tipp, der allgemein gültig ist, ich mache das so. Für mich ist vor allem wichtig, dass wir das manchmal schon erkennen. Ich gehe auch zu Gott und sage, ja, du hast es ja von mir wollen. Ich schiebe dann die ganze Verantwortung ab, was grossartig funktioniert. Und dann kann ich mich von dem lösen, von diesem Druck. Ich muss jetzt auch etwas so Gutes bringen und ich bringe es. Und vielleicht hilft es etwas und vielleicht auch nicht. Aber ich habe mit der Zeit aufgehört, mich zu entschuldigen, dass mein Beitrag nur so klein ist. Weil es ist eigentlich Gott gegenüber nicht fair. Und es ist auch nicht mein Problem. Und am Schluss ist es genau gleich. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin nicht auf dem ersten Platz, sondern auf dem X-ten und das geht mir auf den Wecker. Auch da. Und dort soll uns gesagt sein, unser Licht gehört auf den Tisch und nicht unter einen Chef. Das kennen wir vielleicht noch von letzter Woche oder vorletzter. Auch wenn es vielleicht nicht so hell scheint, kommt überhaupt nicht darauf an. Nebst dem ist die subjektive Wahrnehmung sowieso oftmals nicht so relevant in diesen Fragen. Klär's, wenn du das Gefühl hast, du bist der, der umgegangen ist. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, die ich hier die vergessene Generation nenne. Und das ist ein provokativer Titel, aber ich glaube, und wir haben heute im Vorprogramm auch schon darüber geredet, so, es gibt Menschen in Kirche, in der GVC, aber auch sonst, wo sie so ein bisschen fragen, ob sie noch dazugehören. Sie haben vielleicht Schwierigkeiten, ihren Platz zu finden, obwohl sie schon ewig da sind. Man könnte sagen, sie leben sich mit der Kirche ein bisschen auseinander. Mit dieser Gemeinschaft, oder? Vielleicht auch mit der Leitung, aber vielleicht auch mit der Gemeinschaft. Es ist einfach nicht mehr so wie früher. Vielleicht bekommst du nicht, was du brauchst. Vielleicht hast du immer viel gegeben und nie etwas zurückbekommen. Vielleicht hättest du Gaben zum Bieten, aber niemand interessiert es. Ich weiß es auch nicht. Es gibt viele Gründe, warum wir uns von der Kirche entfernen können, von der Gemeinschaft entfernen können. Gute Gründe. Wir sind ja als Menschen. Und oftmals, wenn ich mit Menschen rede, wo ich das Gefühl habe, das sind gute Gründe. Und ich habe heute keinen Spruch, um zu erklären, weißt, du musst einfach so, du musst einfach ins Gebet, du musst einfach ein bisschen demütiger werden, du musst ein bisschen mehr Mut. Das funktioniert nicht. Ich glaube, es hilft, um darüber zu reden. Ich glaube, und ich wünsche mir für die Menschen, dass sie wieder irgendwo sich in die Gemeinschaft hineingeben können. Wo sie aufblühen können, wo sie auch Gaben empfangen und mit ihren Gaben dienen. Aber vielleicht ist es einfach nicht so einfach, dass man einfach sagt, hey, sprich schnell das Gebet, dann ist alles wieder gut. Und da möchte ich euch bitten, mit der Gemeinschaft ins Gespräch zu kommen. Und das möchte ich auch als Gemeindeleiter ganz bewusst sagen. Kommt mit uns ins Gespräch. Mit deiner Small Group, mit Menschen, die dir nach sind, mit uns vor Leitung vom Staff. Macht es mal auf, bringt es, reden wir. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass wir dir wieder ein Plätzchen für die nächste Etappe geben können, bis es wieder nicht gut ist. Sondern lass uns überlegen, wie deine Gaben, die du von Gott geschenkt bekommen hast, im Reich von Gott gut eingesetzt werden können. Dass es wieder leuchten kann.
Gottes Kirche ist grösser als GVC. Vielleicht gibt es ein Plätzchen GVC, vielleicht merkst du, du kannst nochmal reinkommen. Aber es geht gar nicht um GVC. Gott hat dich beschenkt und das Geschenk sollen wir einsetzen. GVC ist ein kleiner Teil vom Grossen. Such das Gespräch, ich bitte dich darum. Weil ich glaube, dass es oft auch Menschen sind, die vielleicht schon einen Erfahrungszyklus mehr als andere auf dem Buckel haben und eigentlich mega viel dienen und reingeben. Und es mega schade ist, wenn die leislich sind oder unsichtbar oder vergessen. Wir haben ja in den Next Step Weeks, die der Reto vorher erwähnt hat, genau den Stream Nummer 2, wo es darum geht, du und die Kirche. Du und GVC, aber vor allem auch du und die Gemeinschaft der Gläubigen. Was ist die Part in dem? Wie kannst du, dass du von Gott geschenkt bekommen hast, wieder reingeben und empfangen von anderen? Wenn wir zwischendurch intervenieren, ganz bewusst das Geschehen stoppen, uns überlegen, wo stehen wir, wie sieht es mit meinem Herz aus, dann können wir nachher wieder Vollgas geben. Und dann geht es darum, die Gaben zu entdecken. Und dann geht es darum, herauszufinden, was hat mir echt Gott gegeben. Nicht im Rennen nach dem ersten Platz, sondern im Rennen nach, wie können wir die Gemeinschaft, die wir hier haben, so gut wie möglich voranbringen. Wie kann ich mein Licht scheinen lassen in diese Gemeinschaft hinein? Weil wir brauchen es alle, nicht nur die rundherum, sondern wir brauchen es alle. Leuchtende Vorbilder, Menschen, die mit uns mitgehen, Menschen, die hinter uns stehen und den Druck von hinten aufbauen, dass wir zusammen unterwegs sind. Begabte Menschen mit spektakulären Gaben, mit ganz kleinen, leislichen Gaben. Es braucht alles. Und wenn Motive am richtigen Ort sind, dann geht es in eine Richtung. Dann können wir her zu dem wachsen, wo der Paulus sagt, dass wir reifen dürfen, immer mehr in die Richtung, wie Jesus ist. Die Reife dürfen entdecken, Gott dürfen entdecken, Jesus dürfen kennenlernen, mündig dürfen werden. Das sind so die Schlagwörter. Und es ist mein grösster Wunsch, dass wir hier als Kirche nicht stehen bleiben, sondern dass wir dürfen auf diesem Erbe weiter aufbauen und weiter dürfen reifen. Als eine Gemeinschaft von Gläubigen, die ihre Gaben einsetzt, dass das Reich von Gott wachsen. Und zum Schluss, lass uns barmherzig sein miteinander. Das ist gar nicht so einfach, wenn wir sehen bei den anderen schon, wo sie intervenieren sollten. Lass uns barmherzig sein, zuerst bei uns heranschauen und das vielleicht als Beispiel gelten lassen. Wenn jeder bei sich heranschaut, dann glaube ich, kommt es gut. Und dann gibt es die guten Freunde, die man mal so darf, oder? Aber lass uns nicht mit den Fingern aufeinander zeigen. Vater, ich danke dir, dass du die Jünger dort zur Rede gestellt hast, dass du es nicht einfach durchgehen und sagst, ja, weisst, wir schauen mal und so weiter, sondern du hast immer Klartext geredet, Jesus. Und du redest schon zu uns Klartext, es steht in der Bibel und es gilt auch für uns. Und ich sage unsere Kirche, dass wir eine Kirche dürfen sein, die immer wieder sich selber hinterfragt, was ist unser Motiv? Ich sage unsere Leute, die da ein- und ausgehen, die einzelnen Teile von dieser Gemeinschaft, die Menschen, dass wir immer wieder uns fragen dürfen, um was geht es uns? Und immer wieder dürfen zurückkommen auf den Pfad der Reifenden, herkommen dürfen an den Ort, wo wir sagen, ja, es geht um uns und nicht um mich. Und ich danke dir, dass du der bist, der uns immer wieder die Hand herstreckt, auch wenn wir wie die Jünger vielleicht mal komplett im Schilffuss sind. Und ich sage dir jetzt gerade, dass du darfst erkennen, wie Gottes Blick, wie Jesus Blick auf dein Herz ist. Und immer wieder zu dem darfst du zurückkommen. Zu dem Herz, das ihm Reich gilt, das brennt für ihn, das brennt für die Gemeinschaft von Gläubigen, dass sein Reich wachsen darf. Amen.